Sehr gut. So, von der aus nach Samarius. Einige Menschen sind hier, die hier al schützen nicht werden. Welli, willkommen hier. Horasje weer een stukje druk met andere dingen. Dat is fijn dat je waar hier bent. Vreemd me dat je den dienst voor je familie doet. Om te jenta is hier waren, zodat het schiedel. Mijn gars im uitgeloten hebben, wat je een stukje niet weer een dag waren is. Het is niet meer vlieg geworden. Ik vreemd me dat ik kon een zondagschool met jullie op zijn. So, van der is voor mij een bijzondere zondagschool. Ik wil met jullie op een avontuur aangaan waar ik nog niet eerder voor mensen gedaan heb. So, dat is een beetje zo vlotterig, maar ik vreemd me van Deutschen hart. So, zoals je weten, we zijn van 1. Mose, wat daar profeten doen. We hebben ons toen zo de geschichte proeft van boven eeuwen te checken. En nu is het op het tijd dat we ons beschäftigen met Jezus en wo zo Jezus. Also, wanneer je dat zo hebt als mij, dan hebben we nog van Emma dat Oude Testament en het Nieuwe Testament zo weit uiteengehoord. Dan is het Oude Testament de geschichte van David en Goliath en vielleicht nog de Sintflut. En dan hebben we het Nieuwe Testament en dat redt bloos van Jezus. En we hebben een zo zware tijd door een break te buren. En dat is goed dat dat passiert, dat we daarmee ons niet beter met verstaan. So Tim, dan deze break een beetje buren. Voor die van jullie wordt mij al een Bibelstudium gaan. We kunnen niet bloos zijn, ik wil mal im Oude Testament zien, dan wordt mij duidelijk meer aan hier en hier redet alleweer van Jezus. Dus niet voor aan dat we een vers lezen en dan lezen we een plotje, wo we zijn tussen de lijntjes en dan zeggen we, hier redet van Jezus. En dat is een trouble geworden van beide zijden van de geschichte. Also we hebben Christen, wat eigenlijk jeder vers im Oude Testament vindt, wo Jezus ben is. En dan hebben we die, wat we zeggen, nou, dat Oude Testament is oudmoedig, dat fehlt ons niet meer. En dat is beides niet recht. So van der wil ik den grond zijn te leiden, durch dat Nieuwe Testament, wo zo we vrijheid hebben, aber nicht bloß dort, wo so wie bemusst sind, Jesus im Oude Testament zu finden. So, einmal, dann Frau wie nicht genug. Und ich kann nu einen Jungen, der ist in dort alle, wo der so viel Frauen kann, als ich nicht beantworten kann. Und ich habe wir vielleicht 13, 14, dann vertelde ich mal ein Prediger eine Geschichte. Und die Geschichte wir, dort wir Nata Bengel, und der fängt auch mit all seine Frauen an, und der wir mit seinem Führer taub. Und der früh, bat dem Führer dort und wir mit den seine Frauen. Und dann sagt der Führer zu den Jungen, weil ich so alt wie als du, dann früh halt nicht halb so viel als du. Und der kleine Junge stellt sich still, und er war leicht, und dann sagt er, na du wen weiß ich nicht. Okay, so, das eine Geschichte, wo wir einen Teil von lernen können. So, was je an mit Jesus und wo so glauben wir überhaupt an Jesus? Und ich finde, dass wenn wir diese Lektion durchgehen, für einen Teil von uns, was dort so viel Friede und Grund bringt für unseren Glauben. Also ich will nicht im Zweifel sagen, dass sie glauben an Jesus, sie sind geraten, nicht du an Zweifeln. Das soll bloß das feste Grund geben, zum sagen, ja, Jesus ist wirklich der, der uns raten kann. So, mit dort gesagt, willkommen zu Jesus durch im Alten Testament. Das ist der erste Klasse. Mein neues Tablet wird dann nur durch seine Nummers handgeschrieben. Und dann wollen wir die Klassen seinen Schmuck nummerieren. Und wer weiß, vielleicht kommen wir einmal bei Weihnachten durch im Alten Testament. Wir wollen uns zum Anfang einmal die Wiederholung merken. Wir haben das Alte Testament und dann haben wir das Evangeliums und dann haben wir das Neue Testament. Und dann kommt vier Sonntag hier so bei jeder ein Wort handgeschrieben, für wo wir das sollen beschreiben. Wer weiß noch, was das Alte Testament ist?
profetie, zo wat, en dan dat de evangeliums. Oké, dat is de bewijs. En dat eeuwige het Nieuwe Testament. Zo goed, zo de volgen. Oder dort wordt dat voor ons dan niet uitmerken. Wat merkt dat uit dat de profetie bewezen worden is en ervulling gegaan? Wat merkt dat voor mij van jou? So, dan hebben we een gouden grund. Una gran información, tenemos información base y ahí vamos. So, Lucas Kapitel 4. Wir haben das erst auf unsere Les Jesus selbst. Also, wenn wir uns nu wollen auf die Reise geben, Jesus durch im Alten Testament, dann soll wir das erste soll wir Jesus fragen, hey Jesus, was ist von dir im Alten Testament? Das merkt doch sein, nicht? Wenn wir von Jesus wollen im Alten Testament reden, dann sollen wir Jesus fragen, was sagst du vom Alten Testament? So, Lukas 4, Vers 16 und wieder, du hast diese Geschichte, und für die von Jüngern, die all mit Synagogen bekannt sind, so der Sabbat, der Juden Ruhetag, wurden die Männer nur die Judenschule gehen und dann wurden die durch Prophetie, der alle Bücher lesen. Und hier finden wir, dass Jesus, der ist gewarnt, das zu tun. So Lukas Kapitel 4, vom Vers 16 und wieder, werden wir uns so einmal lesen. So wir wollen erst lesen, Lukas 4, 16 und 17. Wer will du so mal lesen? So gut, so dort ist das Panorama. Jesus ist mit einem Judentaub an der Schule, der Jesus geht nach fern und der geben den Jesaja schrift und der fängt an zu lesen. Und dann fingen wir durch Jesaja 61, Vers 1 und 2. Du sagst, das ist das. Den Herrn sein Geist ruht auf mich, weil sie haben mich gewählt, die Arme das Evangelium zu predigen, haben mich geschickt, die mit einem gebrochenen Hart zu heilen. Die Festgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind, und die Blinde, dass sie sehen können, und die unterdrückt sind, frei zu stellen. Und zu sagen, dass Gott sein Gnadenjahr gekommen ist. So fett. So, Jesus braucht du nu, oder lest du nu Jesaja 61, und dort weit wir dann nu, Jesus wie Neue Testament tit, Jesaja, wie viel Jahre trägt wir dort? Von ungefähr? Ein bisschen mehr, 600. Okay? So, das ist eine alte Prophetie, Jesaja. Aber dann geht Jesus sich das Doel sagen, und so ich die Geschichte lese, Jesus hat gleich genug gelesen, wenn gewöhnlich war durch stundenlang Alte Testament gelesen in der Judenschule. So, wenn wir so Vers 20 lesen, dann sagt er, da mir heute auf Bürg tau, und ich den deiner dort trägt, und sagt sich Doel. Okay, so Jesus liest den Part durch, boom, hier, er kann fertig, man hätte sich Doel sagen. En alle mannen die in de Judenschule zijn, die checken hem met zo hangen. ¿Qué pasó? Ja, zo fertig. En dan komt door dat buitenwijnlied, dat zegt vers 21, en hij zegt aan, van jou is deze schrift erfüllt, zoals je gehoord hebt. So Jesus heeft keine Erklärung für wieso, warum, zu wat, nichts. Der hat Jesaja gelesen, der hat sich durchgesagt, der Mann hat checken den alle an. Und dann das Einfache, was Jesus bloß sagt, erfüllt. Der Part ist nu fertig. Jesus selbst nimmt bloß Jesaja, holt das nur sein Leben, 600 Jahre nur dem, liest das und sagt, erfüllt. So einfach ist das. Also fing wir dort Jesus am ersten Grund, also der erste Ding, was wir an Jesus fing, ist Erfüllung. So einfach ist das. Jesus weiß dort, dass er die Erfüllung wir, für was er uns gelesen hat. Und dort ist ein welcher Part.
Aber dann, wenn wir dessen selben Gedanken mitnehmen von Erfeld, dann fangen wir aber die erste Prinzip, was wir dann haben vom Alten Testament, als bloß Altes Testament lesen, dann Jesus sein Leben überholen und dann checken, das passiert, das passiert, das passiert. So, den Konzept von Erfeld kennen wir, ja. Das zweite Konzept, die zweite Sorte von Jesus im Alten Testament, das finden wir in Johannes 5. So, Johannes 5 ist ein Text, wo Jesus sich mit das Wegemannen vom Volk mit zu holen hat, oder die allemaal die Schriftje leren en leiders vom Volk. So, Johannes 5, 39. Du lest, wie es steht. Johannes 5, 39. Je segen an der Schrift, willst je meinen, du bist dort euer Leben zu haben. In der Schrift ist dort geruht, die von mir redet. Aber je will nicht nur mich kommen, dort je dort euer Leben haben können. Also, nun habe ich hier einen Text, wo uns du so mehr bietet. So, hier habe ich bloß ein Prophetenbuch mit spezifisch ein paar Verse gelesen, Jesus sagt uns erfällt. Wenn wir hier nur in Johannes 5, 39 sind, was sagt dort? Jesus sagt dort, je segen an der Schrift, willst je meinen, du bist dort euer Leben zu haben. So, nun habe ich auf zwei Dinge mehr, was wir hier bei unseren Lesern bieten. Wo sind die bei? Gut. So, dann werden wir hier nun euer Leben. Und was noch? Wo ist das euer Leben bei? Okay, so das wird mit interessant wird. So, das euer Leben ist unbedingt an Jesus, aber das beides fängt wie wo? An der Schrift. So, wenn du in Johannes 5 von der Schrift redest, von wo redest? Alte Testament, von wo bis wo? Wollen wir in der bekannten Schrift? Von 1. Mose bis Genesis, Malachi. Also, dann fing wir, dort Jesus gibt hier noch ein sehr besonderes Ding mit bei und sagt, je seht nur euer Leben an der Schrift und dort reich, wenn die Schrift redet von Jesus. Euer Leben ist in Jesus. Nee, wir uns nicht verbistern mit alles was anderes. Dort gibt mir ganz gut zu denken, dass Jesus sagt zu diesem Mann, ihr sollt Alte Testament lesen. Mit Schwung. Und dann wird ihr nie fangen, und dann habt ihr euer Leben gefangen. Dort so besonders, was du passiert, dass Jesus diesem Mann sagt, hey, das ist okay, lest die Schrift. Und ihr werdet nie fangen. Und dort sehr besonders. Im selben Kapitel, Vers 44, bis 47, lesen wir, denk nicht, dass ich jünd beim Führer verklären war, du hast einer, der jünd verklärt, und dort ist Moses, ab den die hupen. Wenn die Moses glaubten, würden die mich auch glauben, weil es heißt von mir. Aber wenn je seine Schriften nicht glauben, wo je dann meine wird glauben? Also Jesus jetzt hier spezifisch an Moses seine Bücher nennen. Und dann merkt er durch eine gründliche Sache klar, und was ist das? Okay, sage, aber Moses Wort. Wieso? Wenn man den Moses seine Bücher gelesen hat, dann wissen die genug zum Weiten, dass Jesus der Radar ist. Das ist extrem für mich in 35 Jahren das so sagt. Hol die dort selbst mal fair und sag, wenn du willst Moses seine Bücher lesen, du hast genug von Jesus geschrieben, dass wenn du das Evangelium liest, dann sollst du sagen, ja.
dat is de Messias. Dat is een grote pakvalje, zeg je. Stel die voor, du leest eerste, tweede, derde, vierde, vijfde Mose. Dan laat je dat even uit, dan lees je Matthäus, dan zeg je, wauw, Jezus is die. Dat is krijg wat Jezus te deze mannen aan Johannes 5 zegt. Wanneer je weer Moses geloven, dan moet je mij zijn en dan moet je zeggen, ja, du bist die. Dan hebben we niet bloos vrijheid van Jezus, zoals we hier lezen. We zien niet bloos nu deze profetie ervalt. We zien im Oude Testament nu aanduidingen, wat ons dan zullen bewijzen dat Jezus des vollständige Messias ist. Wir wollen noch einmal trägen, nur Lukas 24. Und Lukas 24, da fangen wir noch eins und diesen Text von Jesus selbst, wo Jesus sich mit dem Alten Testament beschäftigt. Und das ist ein nur langer Text, aber ich will den vertalen. En dan willen we ons nog de wegje poort uitnemen. So, de tekst in Lukas 24 is de tekst van waar deze twee mannen aan weg zijn naar Emmaus. En dat is de tijd tussen Jezus als doodgemerkt worden en Jezus voor in de hemel. En dan hebben we deze 40 deel tussen Oosters, Samarias en Himmelfahrt. En deze geschichte is door twee zo passiert. En deze twee mannen die bezelen door een weg. En Jezus komt door. En dan zegt dat door dat de mannen wordt in touw gehouden. Dat de Jezus niet erkende. En niet vrouwen we zo niet. Maar wauw, dat is een geschichte. En me fascina. So, we willen dus lezen van vers 27. Vers 24. Lukas 24, 24. Dan zegt hij te aan, wo dit junt stam had genoren dat zo lang, dat alle te geloven wat de profeten geredet hebben. Muss Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn herrlichkeit nangoen? In Häufung von Moses en al de profeten ihre Schriften an en leden dort uit wat van hem gezegd wird. So, diese Männer, die vertalen Jesus durch, zoals wenn die noch nichts von Jesus gehört hat, die sagen, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, was nicht weiß, was hier passiert ist? Du wie ein Prophet, der wie von Nazareth, und der wie mächtig, und der Alte Sachen in Deutsch gemerkt. Und die vertalen Jesus dort so, wow, hier ist was Schlimmes passiert. Und dann packt Jesus der ein bisschen an den Schadet, und dann sagt er, wo die den Stammhat genoren hat, so lang dort alle zu leben, was die Propheten geredet haben. Und du sind zwei Dinge, die wichtig sind. Das Wort, was du sagst, alle, und das Propheten. Jesus sagte diese Männer, der Geschichte, die mir hier vertelt haben, der haben wir im Alten Testament und wir weiten dort mit alle passiert. Diese Männer, die kennen das Alte Testament. Die klickt doch bloß nicht, dass Jesus der Erfüllung wir für dort rein alles. Und das, was Jesus diese Männer hier dann gebraucht, klar zu merken. Wenn wir hier diese Geschichte wieder lesen, dann weit wir dort, und sie kommen dicht bei dort, wo sie hingingen, und heute so, als wenn er wiedergehen will. Was sie wieder dringend am Trick zu holen und sagen, er soll bei ihm bleiben, weil es dort wohl Abend wird. Und du wir all nicht viel vom Tag geblieben, dann ging er bei ihm zu bleiben. Und als er mit antop das sagt, nehmt er das Brot, dankt dafür, brücht dort und jäufern dort.
Dan gingen aan de uit op en zij tanden armen, hij verschwonk voran. Dan zeiden ze einer zum anderen, branden onze harten nicht an ons, als hij op dem Weg mit ons redt en ons de straf, wat? Uitleed. Jezus deed door op dem gegas, dort wat wie Christen spetsig zo nicht mehr anhand wir. Der jengt met de Samanen en de kennen de geschichte van Jezus. En ik neem aan dat we alle, we kennen wat in Jeruzalem passiert is. Apokono. We kennen de aus der Geschichte uitwendig. We kennen de Geschichte dat Jezus jengt um Garten Gethsemane, Judas verraut den, die nahm den mit, die schlugen den Mess dood, die spähen, spaten, kritzen den. Und die stappen den im Grafen an. Und drei der Luther stund ab. Die Geschichte kennen wir. Aber ich finde, dass diese Sünderschuld soll das Proposito sein. Dass wir waren die Männer von Emmaus sein. Und wir wollen uns luten die Schrift aufklicken. Und sagen, dort muss alles passieren, was die Prophetie von Jeher uns gesagt hat. Dann wird uns gleich doch was auch brennen, so ist das Männer. Und die sagen, wow, Jesus hat ja uns alle gesagt. Und ich finde, dass der Grund von Emmaus wieder, durch im Neuen Testament, ist ganz fast taubgebunden mit dem Alten Testament. Und wir tun uns zugetraut, um uns Däumchen und raufsagen und sagen, ja, Gott hat von jeher noch von Jesus geredet. Und ich muss mir das lernen, die ganze Prophetie unternehmen und Jesus erfüllt. Dann fingen wir nun nicht bloß hier nur, was erfüllt. Wir fingen euer Leben an Jesus. Wir brauchen Moses lesen, zum Jesus fingen, dann weit wie dort. Jesus selbst sagt, wenn die Moses und die Propheten gelesen haben, dann wird die niederfingen. Und dann sagt Jesus zu diesen Männern auf dem Weg nach Emmaus, all die Prophetie, die muss erfüllt werden. Und das ist ein Packvoll für uns von dir, aufzudagen und zu sagen, ja, wir machen Jesus bitte an dir. Wir haben eine große Arbeit für uns. Zu sagen, ich glaube an Jesus, super. Wieso? Kein Zahl. Und das ist, was wir wollen, Doktor. Wir wollen an Jesus glauben, nicht bloß wegen Najo. Wir wollen an Jesus glauben, wenn Gott von jeher alles, was in der Bibel ist, nur Jesus hielt. Um das du und ich ein Leben haben. Möcht dort mang uns wirklich werden. Und wenn ihr nicht so jedes mir, dann wollen wir uns wünschen, dass das Neue Testament würde dann mit uns geschrieben sein, nicht? Dann wollen wir uns mit so wünschen, wieso haben wir nicht bloß ein Buch im Neuen Testament, wo du die Prophetien an der Erfüllung, Prophetie Erfüllung, so. Oder wieso würden wir nicht mal eine Botschaft haben im Neuen Testament, wo uns wird klicken, und dann würden wir sagen, okay, das soll wieder an Jesus feststellen. Und ich nehme an, ihr habt das auch mal so gemacht. Wer von euch predigt noch mal? Okay, so, ihr wollt noch mal hier hängen stehen, hat ihr nicht noch mal gewünscht, wieso hast du nicht mal ein Buch im Neuen Testament, dann will ich bloß lesen, dann will ich erst im Hand Jesus festgestellt. Ich sehe einer von denen, wow, ich wünsche mir, du wärst so. Aber vielleicht habe ich bloß nicht mich gemächt zu horchen. So, ich will mit Ihnen nu, was wir wollten, dass Jesus sagt, dass all das ist nicht bloß Freiheit, sondern ein Bett, ein Bemuss im Alten Testament Jesus zu finden. Ich will mit Ihnen die Geschichte bekennen von der ersten Kirche, oder der erste Evangelisation, der erste Mal, was gepredigt wird. Und ich glaube, wir wollen uns bewundern, über wie viel Krieg das passiert, manch der erste Christen. So, ich weiß nicht, als ich alles abschreiben, aber wenn ihr dann, hier fängt ein Tag an. So, Apostelgeschichte Kapitel 2,
Apostelgeschichte Kapitel 2, wo ich nicht ganz lesen, weil die kann wir über dem auswendig. So, Apostelgeschichte Kapitel 2 ist die erste Botschaft. Und so, Jesus ist vom dort abgestoßen, 40 Jahre auf Erde, und dann jagt er in den Himmel. Wann kommt der Heilige Jesus rauf? 10 der Luther, so, dort haben wir mehr für hier. Pfingsten ist gekommen, und der Petrus und seine Freunde, die sind was im Tempel an, wenn die haben den Heiligen Jesus steht. Und das erste Ding, was die tun, ist am Tempel stehen und sagen, dass der Jesus, den sie gekreuzigt haben, dort ist der Messias. Also, wir haben durch in eng, was wir wollen lesen, dort sagt du so im Vers, ich will du so lesen, Apostelgeschichte 2, 37. Als zij dit nu hielden, ging aan dort te horen en zeiden te Petrus en de andere apostelen, je mannen, lieve broeder, wat zal we doen? Petrus zei aan, keert om en laat jullie alle en Jezus Christus in noemen duipen, dat jullie te zenden vergeven worden. Dan wordt God jullie den Heiligen Geest schenken. Dit is wat God jullie in jullie kinderen versprochen heeft, en al die wat weit af zijn, die God ons haar, nu zich roepen wordt. Petrus redt aan nog durch viele andere Werte in mond aan, laat jullie uit deze verdreide generation raden. En die zien wordt met vrede aannemen, leuten zich duipen en aan dem dag weer door 3000 Säulen toegekomen. Petrus had gepredigt en hij kan niet de boodschap gelezen. Wat predigt hij? Goed. Dat is alles? Mooi. So, we moeten hier nu, voor we weer gaan, dit eenmaal de stad apart melden. En dan willen we ons hier de pad van Messias oder Christus, dat is hetzelfde woord, Messias oder de Christus. Dit pad willen we en zullen we ons nu met beschaffen. Also, Tim durch im Alten Testament gehen, und besonders Tim die Juden Grundglauben verstehen, da muss wir verstehen, dass die haben Hoffnung, dass du wird ein Messias kommen, ein Rader. Also, das Port wird nicht fremd. Du soll ein Mann kommen, wo Gott selbst ist, und die wird Radung bringen. Also, wenn Emmanuel, das meint Gott mit uns, das meint nicht bloß, dass Jesus wir bloß von Gott erst wir geschickt, dass wir wirklich Gott meint Menschen. Und das Port, dass wir bei den Menschen endlich bekannt werden, die Lüden nun Messias. Wenn wir Petrus seine Botschaft klein Ängstchen lesen wollen, wir wollen nur so für Kapitel 2, vom Vers 14 und wieder ein kleines Ängstchen lesen. Dort sagt du, dann schon Petrus mit auf ab im Funk mit einer lauten Stimme und zu reden und seht an, Männer von Judäa und all die, die in Jerusalem wohnen. Das soll ihr weiten, horch, was ich ihnen sage. Diese Männer sind nicht betrunken, so als sie denken, willst dort erst noch mal Glock nehmen zum Morgens. Das ist aber dort, wovon der Prophet Joel redet. Okay, so der Petrus, der fängt an und sagt, wir sind nicht besuchen, wir sind, was vom Alten Testament? Wir sind eine Erfüllung für alte testamentliche Prophetie. Sogar die Pfingsttag Botschaft am Tempel wird nicht taufvoll. Und Petrus fängt an und sagt, wir sind uns hier vielleicht ganz hoch, aber das ist eine andere Sorte. Wie sind, Joel sieht, wie würden sie das zu ihnen predigen? Dort jetzt scheint nur zu denken, dass Petrus seine Botschaft fängt an mit sagen, Gott hat sein Heiligen Geist hat mir gegeben. Und ich stehe hier nur für ihn und ich predige.
wenn er lang treien Sachen wird. Das ist so cool, als es warm wird. Wenn Petrus identifiziert sich selbst mit seinem Joel sagt, ich würde hier von der Verjüngen stehen und ich würde predigen, wenn der Heilige Jesus kommt. Das ging scheint. Aber weißt du, Petrus hat eine Botschaft, die nicht wie von sich selbst. Sich selbst teilt bloß aus Aktie, bloß an das Geschichte in Erfahrung. Aber der Predigt, dass den Jesus, was er gekriegt hat, das wird. Petrus redet nicht von sich selbst. Ich will lesen von Vers 29 und wieder. Du sagst dort, Männer und Brüder, lasst mich ganz frei tugend von unserem Stammvater David reden, dass der dort im Beruf ist und dass sein Graf hier noch von der den Tag bei uns ist. Weil sein Prophet wie im West, dass Gott am geschworen hat, dass ein von seinen Nachkommen auf seinen Thron setzen wird, sagt er am Verrät in Rede davon, dass Christus vom Tod abstehen wird und dass seine Säule nicht wird bei der Todes gelassen werden und dass sein Körper nicht verkommen wird. Dessen Jesus hat Gott vom Tod abgewirkt, davon kann wir alle Zeugnis geben. Nu dat Gott am besiegten rechte Hand erhoben hat und er vom Vater dem Heiligen Geist gekriegt hat, der am Versprechen wir hat, er das uitgegoten, was jene hier und sein. Weil David es nicht um Himmel gefahren, er sagt aber, der Herr sagte mein Herr, set bei mir zur rechten Hand, was ich die deine Fien eine Foutbank merk. Nu soll ganz Israel bestimmt weiten, dass Gott dessen Jesus, wohnt Jesus. Den Jesus, den je gekriegt sich haben, to beides, Herr auch Christus gemerkt hat. Lutjen du nennen, wie viel Zeit nur dem dort Ostern passiert ist, Predigt? 50 Tage. 1,5 Monat. Der Geschichte von Jesus wie frisch, wenn die Geschichte von einem Mann, der vom Tod absteht, der starb nicht bloß Jerusalem. Diese 3000 Männer, die Petrus tauchten, so ich die Geschichte verstehe, dann kriegt die, was schreien, kriegt sich an. Die Männer wussten, von wo Petrus redet. Und die sagten, Jesus, wenn ihr noch ein paar Weg trägt, dann stehen die alle hier und schreien Kriegsmatte. Kriegt der Jesus, der ist von dort abgestoßen. Und der ist der Messias, nur wenn die lang gelehrt haben. Du, wenn sagst du im Vers 37, dann schneidet dort ein Hort. Wenn ihr könnt ansehen, dass das Alte Testament hat alles im Verrückt gesagt. Und da wird rein Krieg so passiert, als was das gesagt worden wäre. Und sie haben mitgemerkt. Petrus, wie an der sieht von der Geschichte, wo der Heilige Geist ab an wir gefallen in der Predigt, und dort wird vorher gesagt. Und diese Männer, wo Jesus gekriegt sich hatten, wir an der sieht von der Geschichte, wo der fällt wir, an dem dort sie Jesus nun Krieg geschleppt hat. Wir fangen die Geschichte, eine Apostelgeschichte an, mit der Botschaft, die sagt, Jesus ist die Erfüllung. Wir wollen die nächste Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 3 lesen. Wir wollen nur lesen Apostelgeschichte 3 von Vers 21 bis 26. Wer würde du gleich zu lesen? So gut. So, der Pfingsttag ist vorbei, Petrus hat gescheit gepredigt, und dann fängt wie futz die nächste Predigt an Apostelgeschichte, hast du in Kapitel 3, und was der Petrus tut. Der sagt dort von Samuel wieder, haben jeder Prophet gesagt, dass Jesus wird leiden, sterben, vom Tod abstehen. Der braucht durch Moses seine eine Werte und sagt, so ein Prophet aus mir, nur den soll die horchen. Petrus braucht Alte Testament an jeder ein von seinen Botschaften aus dem Grund, zu sagen, check nur Jesus, wenn du fängst wie ewig leben.
Wenn wir Apostelgeschichte 4, Vers 10 lesen, dort Petrus, die sind vor dem Höhen Ruht. Also, die haben zu sehr gepredigt. Nu sind die auch von der Schlachtesart, und die Ältesten holen sich die und schlafen in dem Tempel. Und dann lesen wir diese am Vers 10. Dann soll die alle und auch alle Mann an Israel weiten, dort der Jesus Christus von Nazareth seinen Namen, den je gekreuzigt und den Gott vom Tod abwirkt, steht des Mann hier verjüngt. Das ist der Stamm, das ist der Stein, den je Bülid verschmeiden, der zum Eckstein geworden ist. Und du hast auch 16 Radung, willst uns Menschen als unter dem Himmel 16 Namen gegeben, durch den wir können seilig werden. Und sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes werden und dort sie wenige Menschen werden, wundern sie sich eben an. Und dann sagt er, du Wort, da werden wir so eine wenige Menschen. Wieso nicht? Die wir mit Jesus taub gewesen. Ich weiß nicht, wo die das geht, aber dann gibt es auch ein Rezept, nicht? Dann gibt es ein Altes Testament, das soll wir kennen. Zum wir wissen, wer Jesus ist. Und wenn wir wissen, wer Jesus ist, dann sagen wir nicht mal, dass sie gewöhnliche Menschen. Wenn Menschen, die auf einmal kennenlernen und die fragen, oh, bist du nicht in der Arbeitsschule? Kannst du das lesen? Und dann sage ich, ja, ich sehe vielleicht all das, was du glaubst, was ich sehe, und du hältst nicht an, aber ich habe mit Jesus begegnet. Ich habe das Alte Testament mit Jesus eben untergeholt. Und nur wenn sagt zu ihnen, an Jesus, als ich wird leben. Wenn wir Apostelgeschichte 5, und ich weiß nicht, was morgen, aber in jeder Kapitel der Apostelgeschichte ist eine Botschaft, die das Alte Testament braucht, zum Jesus predigen. Wenn wir Apostelgeschichte 5, 42 lesen, Apostelgeschichte 5,42 sagt es jetzt. Und sie gingen alle Tage im Tempel, und auch von Haus zu Haus, zu lehren und predigen, über die gute Botschaft von Jesus Christus. So, im Kontext, dass Jünger waren so gepredigt, und dann haben die vom Höhen Ruht geholt, und dann haben die durch diese Berührung, ob sie wollen die Jünger tot merken oder nicht, und dann sagt Gamaliel, wachen nicht. Wenn diese Jungs was anderes können sein, dass die in Gott schaffen. Und dann sagt er, durch die Wirkung von der jungen Tempel. Ein Tempel gingen die, und sie gingen alle Tage im Tempel und auch von Haus zu Haus zu lehren. Also im Tempel wird das Alte Testament gelesen, volltätig. Aber das Wichtigste wir, dort wollen Jesus aus diesem Radar kennenlernen. Wenn wir wiederum im Kapitel 7, da haben wir Stephanus seine Botschaft, und dort ist das dichtste Bi, wo wir eine Botschaft haben im Neuen Testament. Und wenn Erste von ihnen auf einmal Schwierigkeiten haben mit Erste von Jesus vertellen, dann lest wegen Apostelgeschichte 7. So Apostelgeschichte 7, da hat der Stephanus vom Höhen Ruht, und dort geht du so reich her, der wollen Stephanus bloß unbedingt dort merken. Und Stephanus fängt an, und der sagt, lest du so Apostelgeschichte 7, Vers 2. Er sagt, Brüder und Brüder, horch einmal, der Gott, den die Herrlichkeit gehört, bejehen unseren Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien wie euer Heu in Haran wohnt. Also Stephanus fängt seine Botschaft mit Abraham an, und wo gleich geht die Botschaft ab? Mit Jesus. Und er sagt, hey, den Jesus wird Jan angebracht, da wird er. Und führt nur den merken, den Tod. Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 35, du hast diese büttenähnliche Geschichte von diesem Mann, wo du reisen hat, und der liest durch Jesaja. Und der konnte ihn Pieps verstehen. Und Gott holt sich diesen Philippus, und dann sagt er, weißt du was, sei dort die Monojan wacht, ja, kommst, wenn du fehlt dort an die. Und dann geht er, wie sie das im Bauge,
Und der hielt, der liest Jesaja. Und dann fing, wie du es am Vers 34 dort sagst, dann fing Philippus krank mit der Schriftsteher an und predigt am das Evangelium von Jesus. Mit welcher Schriftsteher fängt er an? Mit Jesaja. Und dort sagt Philippus, wir beguft an von Jesaja anfangen. Und da ist das Alte Testament gehen. Und was passiert, weil Philippus schwierig hat mit dem? Das ist tough. Wenn ja Jesus zu holen nicht kriegt. Die haben nicht das Buch, was wir im Neuen Testament haben. Die haben das Alte Testament und die losen die Propheten und die sagen, wow, das kann doch nicht sein, dass Jesus so klar zu sein als du. Und die fliehen jeglich in den Wand. Und die fangen an, ihr Leben wegen Jesus als du bist. Apostelgeschichte 29, du fängst die Geschichte von Paulus an und dort sagst du so, Paulus hat sich bekehrt und der wir nicht auf Müll gefallen und dann sagst du, Apostelgeschichte 9, Vers 20, Heu fängt kurz an der Schule zu predigen, dass Jesus Christus Gott sehen wir. Und alle, die am Hirten wunderten sich und frühen, ist das nicht der in Jerusalem uns Papieren hat, um uns anbringen? Und die Judenschulen waren nicht so gestritten als kleine Kinder da mit Jahren, nee. Die nehmen sich die Schriften, die Prophetenbücher, dann wollen die eine Prophetie lesen, dann wollen die sich unterholen. Ist das erfüllt, ist das nicht. Paulus seine Geschichte, wie so weit als wir wollen bekennen, dass wir Paulus seine angewandt haben. Wo immer der wieder ging nach der Judenschule, dann sah er sich da und dann hält er sich da mit den Menschen durch, um zu sagen, die Prophetie sagt so, Jesus wieder. Die Prophetie sagt so, Jesus wieder. Die Prophetie sagt, Jesus wieder. Dort wir, wo Paulus deut, und wir wollen noch mal davon sein. Apostelgeschichte 10, da haben wir die ganze Geschichte, wo Petrus und Cornelius kämpft. Und des Cornelius wir ein gläubiger Mann, so weit aus der West. Der Engel haben zu Petrus und zu Cornelius beides geredet. Und dann fing wir durch Apostelgeschichte 10, 42. Und heute befahl uns, die Menschen zu predigen und dafür anzustehen, dass heute da ist, der von Gott bestimmt ist, Überleben und Rechte zu sein. Hängt diesem Stund alle Propheten mit Erzeugnis, dort wir immer und am Glauben wird, wird durch seine Namen Sendenvergebung kriegen. Petrus ging nur Cornelius und der sagt nicht los zu Cornelius, Jesus muss an Jesus glauben. Der sagt alle Propheten, die geben Zeugnis, dass Jesus der ist. Und dann fangen wir an, so zu fallen, was habe ich getan in all dieser Zeit? Wo habe ich nun Grund gesagt, an Jesus zu glauben? Und dann fällt mir so, ich kann all zu tun. Wir lesen wieder in Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 13, 14. Das war Paulus, so sagt du in Apostelgeschichte 13, 14. Als sie von Perge wiederreisen, kamen sie nach Antiochia und Pisidien und gingen Sabbat in die Judenschule hin und sahen sich dol. Als sie erst ut das Gesetz und die Propheten, wie gelesen worden, leuten die Lehrer von der Schule an sein. Liebe Brüder, wenn ihr ein ermutigende Wort für das Volk haben, dann redet nicht. Also Paulus und seine Kompass, die wären so jemand, wo immer eine Range die wären und Sabbat, dann wären auch alle in der Judenschule. Und dann sind die Jas in der Judenschule und dann sagen, hey, wo ihr uns gleich ein Wort vertalen? Wer will reden, was deuten? Die nahmen die Propheten bei und sagen, Jungs, die Propheten haben von Jesus geredet. Und den habe ich kennengelernt. Apostelgeschichte 17, Vers 10 und 12. Du sagst, das ist das. Die Brüder schickten dann kurz danach Paulus und Silas nach Berea. Als sie durch kamen, gingen sie in die Judenschule.
Die Menschen, die wären anständig aus den Thessalonik, die nehmen das Wort ganz wahrlich ab und forschen alle Tag, wo als das so wäre, was Paulus anscheinend sagt. Du wären kleinere Menschen aus in Thessalonik, was deuten die? Paulus scheint zu sagen, der Prophet sagt, Jesus wird so, und was deuten die? Wo? Ich war die der Rollen, die haben die da gedreht, so ist noch nicht viel. Und gerade noch ein Prophetenbuch, die zu holen gekriegt haben, da haben die das meist nicht geschluckt. Wenn du als erst wieder gekommen darfst, gesagt, weißt du, Jesaja, der sieht Jesus? Und dann hat Malachi, was immer, Samuel, nein, dort, was ich will, man dort sagt, an die Schriften sagten, die aus Jesus wirklich, der wir, da haben die auch abgehoben. Ich will noch einen letzten Vers lesen, ich sehe lange nicht mal mein Material von der durchgekommen, aber ich will mit Ihnen auf eine Offenbarung, Kapitel 10 gehen, und meine Offenbarung 19. In Offenbarung 19, du ist Johannes, der ist dort beeindruckt, weil er hat all diese Revelationen, all diese Offenbarungen gehört. Und dann will er durchschneiden für das Engel und den anbeten. Und dann passiert du, was sagt Bücher, das sagt du in Offenbarung 19:10. Und ich fall für am Duel am anzubeten, aber er sagt zu mir, sei du nun, dass du dort nicht tun wirst. Ich sehe den Mitschnach, einer von deinen Brüdern, der dort Zeugnis von Jesus haben. Bet Gott an, willst dort Zeugnis von Jesus als der Propheten Jesus. Wenn je von ihnen wieder Alte Testament beschrieben soll, dann werden wir uns lernen zu sein, dass das Buch von Jesus redet. Dann werden wir uns hart aufmerken und Beweis finden, dass Jesus der Retter ist. Möge Gott mit uns sein in der nächsten Sonntagsschule.